Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute machen wir eine wunderschöne Karte und zwar für in unser Briefumschlag-Journal rein. Da hat es nämlich so die Karteikarten, die gerade so super gut da in das Journal reinpassen. Da haben wir ja überall die Briefumschläge aufgerissen, entweder auf dieser Seite oder dann auf dieser Seite sind sie offen, wo man die Karten reinstecken kann. Und heute möchte ich doch jetzt gerne einmal das F machen. Wir haben dann noch G, H, I, J und K. Das gibt dann noch 4 Karten, aber ich werde jetzt einfach zuerst mal eine machen. Und für diese Karte habe ich mir ausgesucht, so eine ganz alte Karte vom Wallis. Ich weiß leider nicht, aus welchem Jahr das die ist. Ich habe nämlich da auch mal noch nachgeschaut, aber ich habe es wirklich nie gefunden. Aber ich finde, sie sieht extrem cool aus. So, ich muss ein bisschen aufmachen. So. Das ist doch super. Und ich finde, so Landkarten, Reisen, Briefe oder Karten schreiben, das passt doch super zusammen. Genau, ja, und dann habe ich mir das Büchlein noch parat gemacht. Irgend so ein Lexikon. Und ich dachte, ich möchte die grossen Sommervögel hier irgendwie noch ein bisschen für etwas brauchen. Für ein bisschen Deko. Und ich habe auch noch ein paar Blümchen-Kleberchen parat gemacht. Und dann würde ich sagen, ja, Achtung, fertig, los! Einfach drauf los kleben. Ich denke, ich mache mir da einfach eine Collage mit dem. Irgendwie. Oh, das ist noch mit so urähnigem Klebband zusammengeklebt. So, aber das klebt dann gar nicht mehr richtig. Das kann man einfach hier so abziehen. Ah, komm. So. Voilà. Oh, da kommt es auch drauf. Ich glaube, ich möchte das Klebe nicht auf meiner Collage haben. So. So, ich glaube, ich mache das einfach gerade hinten und vorne. Und oh, das sieht natürlich auch extrem cool aus. Da hat jemand etwas mit Bleistift reingeschrieben. Staumauer. Keine Ahnung. Stausee. Kraftwerke im Kanton Wallis. Ja gut. Ja gut, also. Ich weiss jetzt auch gerade nicht, ob ich soll das Blau. Aha, das ist verkehrt. Vielleicht sollte es schon der richtige Weg um sein. He? Das sieht natürlich schon cool aus, weil das auch so alt und vergilbt ist. Ich glaube, ich mache so, dass man hier noch einen blauen Rand rundherum sieht. So. So. Und das ist dann so komisch hart von dem Kleberli, von dem Leim. Da werde ich natürlich auch nicht, wenn das dann so hart ist und so bestabig, dass dann das da wird abreißen. Darum nehme ich das glaube ich weg. So, da ist es nicht so hart.
Ja. So, ja, ich glaube, das kommt gut. So, und dann, ich glaube, ich nehme aber noch irgend so etwas da, etwas Blumiges. Und so. Ja, komm. So. Und dann. Na, dann nehmen wir den vielleicht eben jetzt lieber so einen da. So, ich glaube hier den Mittler. Der kommt doch hier her, oder? Oh ja. Und dann kann man vielleicht gleich noch etwas von dem her tun. So. So, genau so. Voilà. Oh ja. Oh ja, ich finde das schön. Ich finde das schön. Passt denn überhaupt so eine Blume noch? Oder passt das gar nicht so? Mal schauen. So was. Doch, wieso nicht? Wieso nicht? Ich glaube, ich finde das gut. Ich glaube, das ist okay so. Inken. Da würden wir jetzt aber alles gerne noch ein bisschen inken. Mit ein bisschen Walnut Stain. Ich leime das da mit dem Uhu. Wo ist oben und unten da? So. So, und noch das Blümchen. So, selbstverständlich wird hier auch noch geinkt. So, das wird die Vorderseite. Oh ja, ich finde die schön.
Ich finde die super schön. So, jetzt machen wir die Hinterseite noch. Die machen wir auch mit dem. Ja, so mein Plan wäre gewesen, dass ich eben jede Karte irgendwie mit einem anderen Thema mache. Also schon auch irgendwie Collagen und so, aber eben die mache ich jetzt hier mit dieser wunderbaren Karte. Eine andere mache ich dann vielleicht das war nicht mein Nachteil. Eine andere mache ich dann vielleicht mit Notenpapier oder irgendwie so. Genau. Und oh, guck mal, das ist ja hübsch. So gut. Das passt doch super. Ja, und es gibt auch für jede Karte ein eigenes Video. Genau. Also einmal ein bisschen kürzere Videos, ein bisschen kürzere Projekte. So, jetzt machen wir da irgendwie so. Irgendwie so, hä? Ja. Cool. Ach, ich finde, das passt gerade extrem gut zusammen. Ich habe einfach nur so ein Zettel rausgenommen. Würde dann da der ganz gross gleich noch drauf passen? Schon, oder? Wir haben so grosse Karten, da können wir schon ein bisschen mit grossem Geschütz auffahren. Auf kleineren Karten wäre ja so eine schon ein bisschen too much. Aber auf so einer riesigen Karte hey, kommt doch der richtig gut zur Geltung. So, dann könnten wir aber noch einen zweiten nehmen, oder? Die, das sind ja wahnsinnig herzig. Und auch noch ein Blümchen. Da wird vielleicht etwas Violettes ganz gut aussehen. Mit dem Blau hier. Und so. Ich finde das, glaube ich, recht cool. Schauen, ob wir noch ein zweites violettes Blümchen haben. Oder, oh, das ist etwas Feines. So hinten dran. Oh, ja. Ja, ich glaube, da bin ich gerade Fan. Das finde ich cool. Genau so machen wir es. Oh, mega cool. Welches ist jetzt die schönere Seite? Die ist ein bisschen feiner. Aber ich glaube, die gefällt mir ein bisschen besser. Hey, die Karte finde ich super, die gefällt mir mega gut. Die kommt jetzt dann hier ab in unser Journal rein. Und es hat mir auch Spass gemacht, mit dieser Karte mal etwas zu machen. Ich habe das mal erst in einem Projekt irgendwie ein bisschen von dem benutzt. Aber so, wenn man ein bisschen mehr davon hat, sieht es ja wirklich richtig genial aus. Und eben, wie schon am Anfang gesagt, ich finde, es passt super zu einem Brief schreiben. Passt doch so eine Karte.
ja, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spass gemacht beim Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Karte wieder. Tschüss!